Also ich habe lange geforscht zu Luxemburger Frauen, die im Widerstand waren, also ab 1940 und zum Teil auch ab 1933 schon. Und ich muss aber leider sagen, ich habe für die Arbeit keine Unterstützung gefunden und bin sozusagen, also ich habe immer, wenn ich Zeit habe, forsche ich weiter und immer, wenn sich was ergibt, forsche ich auch daran weiter, weil das ist so eine Art, ich kann da gar nicht mit aufhören, das ist einfach so. Und weil ich kann so eine unabgeschlossene Arbeit einfach nicht so lassen. Und die Sache ist die, ich habe eben leider keine finanzielle Unterstützung gefunden und muss jetzt andere Sachen machen, was mir selber sehr leid tut, weil mir die Arbeit eben sehr am Herzen liegt. Ich habe auch eine Datenbank gemacht über die Luxemburger Frauen, die im KZ Ravensbrück waren und auch in anderen Konzentrationslagern, also die zum Teil nach Auschwitz gekommen sind, die nach Buchenwald gekommen sind und in sämtliche anderen Konzentrationslager des Deutschen Reiches. Und die Datenbank ist sehr interessant. Also es ist im Prinzip eine Luxemburger Familienforschung, die ich eigentlich unverzichtbar finde. Aber keine Ahnung, wenn von dem Publikum jemand eine Idee hat, wie man sowas weitermachen kann. Also ich hatte einen Antrag an der Uni und hier und da und dort und keine Ahnung, es ist eben eine Grundlagenforschung und auch eine kritische Forschung, aber ja, sie hat keine Unterstützung gefunden. Aber ich stelle Ihnen jetzt mal vor, wie weit ich mit meiner Forschung bin. Und ja, wie gesagt, es muss eine kleine zeitliche Eingrenzung gemacht werden, denn es gibt Frauen, die haben ab 1933 Widerstand geleistet gegen nationalsozialistische Strömungen, auch in Luxemburg. Das ist ja sozusagen über die Grenze geschwappt und es gab eben auch aus Deutschland, aus Trier gab es eine Frau, da ist jetzt vor einiger Zeit eine Biografie erschienen, die habe ich Ihnen mal mitgebracht, Orli Wald-Reichert heißt sie. Die hat auch, das ist vielleicht für die Escher-Leute besonders interessant, das ist eine Kommunistin, also die hat in Trier gelebt und auch in einer kommunistisch geprägten Familie ist sie aufgewachsen. Ihr Vater war schon ab 1928 in der kommunistischen Partei und die ist dann ab 1933 hatte die Kontakt hier mit der Escher Sektion der kommunistischen Partei und hat dort Kurierdienste geleistet, hat Zeitungen, die hier in Luxemburg gedruckt wurden, dann nach Deutschland gebracht und so weiter. Und das ist auch ein ganz interessantes Kapitel, was auch nicht erforscht wurde, nämlich die Verbindung zwischen dem deutschen und dem luxemburgischen Widerstand, auch gerade der kommunistischen Partei, der war sehr eng. Und hier sind einige wichtige Hinweise, wie ich finde. Das können Sie sich nachher gerne angucken. Ich habe die wichtigsten Sachen, die jetzt Esch betreffen, auch angestrichen. Also es geht auch besonders um Zenon Bernard, mit dem hatte sie engen Kontakt und hat da zugearbeitet. Also auch da ist noch Forschungsbedarf. So, zunächst, was bedeutet Widerstand leisten überhaupt? Und was ist Widerstand? Wer sagt, wann was Widerstand ist und, oder bezeichnet wird? Und das ist erstmal eine spannende Frage, weil man von daher ja sozusagen erstmal sagen muss, wer gehört jetzt dazu? Das ist so eine Inklusion, Exklusion. Und ich habe die These, dass für die Luxemburger Frauen oder überhaupt für Frauen muss ein ganz anderer Widerstandsbegriff entwickelt werden, weil die meisten Frauen ja eben nicht mit der Waffe in der Hand gekämpft haben, sondern man muss eben sehen, dass die in bestimmten sozialen Bezügen waren, in familiären Bezügen, oftmals hatten sie Kinder, dass sie innerhalb ihres Kreises auch Widerstand geleistet haben. Und dieser Widerstand ist oft nicht anerkannt worden, weil er eben nicht mit der Waffe in der Hand und nicht Deserteure und nicht und so weiter. Und das möchte ich Ihnen gerne mal vorstellen, dass es eben nicht nur diesen politischen Widerstand gab. Da ist jetzt auch wieder die schwierige Frage, was ist politischer Widerstand? Was definiert man als politischen Widerstand? Das ist auch ein Begriff, der, würde ich sagen, muss relativiert und erweitert werden. Das erzähle ich Ihnen auch. Und ja, also da bin ich dabei, eben Thesen dazu entwickeln. Also der Widerstand bei Frauen hängt eben auch davon ab, inwieweit die Möglichkeiten waren nach Bildung, in welchen sozialen Zusammenhängen konnten die Frauen Widerstand leisten. Manche waren zum Beispiel Sekretärin und waren dann eben ab 1940 in Büros tätig, wo sie an diverse Informationen rankamen, die sie weitergeben konnten. Also Widerstand ist eben auch eine Frage, in welchen sozialen Zusammenhängen die Frauen dann tätig waren, ne? Und inwieweit sie an der Gesellschaft partizipieren konnten.
Also in Luxemburg 20er, 30er Jahre, da ist, dazu möchte ich zu den gesellschaftlichen Verhältnissen möchte ich noch ein bisschen was sagen. Also wie war die soziale Situation der Frauen? Die meisten wissen, dass eben ab 1906, auch durch Eileen Mayrisch und so weiter, da gab es dann einen Verein für die Interessen der Frau. Zunächst war es eben so, dass in Luxemburg, das habe ich auch durch meine Sozialforschung oft gesehen, dass Luxemburg so, muss man jetzt leider sagen, so hier und da so 20 Jahre dem hinterher hinkte, was jetzt an sozialen Leistungen, jetzt meinetwegen auch in Frankreich oder auch in Deutschland war. Und so diese Gründung Vereins für die Interessen der Frau, das war eine Sozialgründung, die sind dann eben rumgegangen, haben Interviews gemacht und gefragt, wie die Wohnverhältnisse sind, jetzt zum Beispiel im Luxemburger Grund. Und ich zitiere mal daraus, da waren dann eben so Studien, wo dann geschrieben wurde, Familie mit 8 Kindern bewohnt ein Zimmer und 2 kleine Räume. Unter dem Dach, Kinder müssen Hundeexkremente sammeln für die Gerberei, einmal davon im Zimmer, entsetzlicher Geruch und so weiter. Also man muss sehen, so 20er, 30er Jahre war eben die Situation für Frauen und Kinder in Luxemburg eben auch noch nicht sehr günstig. Es gab sehr viel Kinderarbeit auch noch. Und die erste Mädchenschule wurde dann auch erst 1909 unter großem Protest errichtet. Die hatte dann, also Eileen Mayrisch hat die errichtet und da waren eben 2 Jahre sozusagen Frist gesetzt. Wenn ihr das in 2 Jahren nicht schafft, wurde gesagt, dann wird die wieder abgeschafft. Aber zum Glück wurden dann sehr viele Mädchen in die Schule gegeben und das hat sich dann sozusagen entwickelt. Und auch dieser Verein für die Interessen der Frau, die haben sehr, sehr viel für die Bildungsarbeit geleistet in Luxemburg. Also es gab von ästhetischen Bildungen bis zu Buchhaltung, Erziehungskurse und so weiter. Und auch die Einführung des Wahlrechts 1919 war dann eben sozusagen ein wichtiger Schritt, um die Luxemburger Frauen als Staatsperson sozusagen, als Staatsbürgerin anzuerkennen. Und, aber einen Beruf zu erlernen war immer noch eine schwierige Sache, das war immer noch nicht selbstverständlich. Und wenn, dann waren es eher zum Teil frauentypische Berufe oder so soziale Berufe, eher wie, also zum Beispiel eine von den späteren Widerstandskämpfern, die hat Säuglingspflegerin gelernt, das ist jetzt auch eher ein frauentypischer Beruf, aber er war, wie sie selber sagte, ein extrem seltener Beruf in Luxemburg. Sie meint, es gab kaum Frauen, die diesen Beruf erlernten oder es gab überhaupt auch um die Zeit, so 20er, 30er Jahre, relativ wenig Frauen, die einen Beruf ergriffen. Das macht sich, also das habe ich dann recherchiert, also bei sehr vielen Frauen, die im Widerstand waren, die haben dann später als Beruf Hausfrau angegeben. Oder eben, was war noch dabei, also Stenotypistin oder Sekretärin und so weiter. Ne? So, also die Situation in den 30er Jahren in Deutschland war so, dass die Frauen quasi ab 33 Geld dafür kriegten, wenn sie aus dem Arbeitsmarkt wieder rausgenommen wurden. Es gab Prämien für Frauen, dass die quasi zu Hause blieben. Aber es war dann später so, als quasi die Rüstungsindustrie mehr Arbeitskräfte brauchte und weil die meisten Männer ja im Krieg waren, ab 1940 wurden die Frauen quasi wieder in den Arbeitsmarkt integriert in Deutschland. Und zu der Zeit, als Luxemburg besetzt wurde, 1940, wurde da jetzt schon keine Rücksicht mehr drauf genommen, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann war. Arbeiten mussten alle und zwar im Interesse des deutschen Volkes sozusagen. Und viele Luxemburgerinnen wurden ja dann auch in Arbeitsdienst geschickt und irgendwann ab 1942 war es ja auch Pflicht, in Arbeitsdienst zu gehen. Und ein wichtiger Aspekt, den man dabei bedenken muss, ist, dass natürlich die gesamten Gesetze, die in Deutschland quasi waren, die galten ja dann ab 1940 oder wurden nach und nach, Monat für Monat, wurden die Gesetze auch hier eingeführt. Das heißt, dass die Situation ab 1940, was die Arbeitssituation anbelangt, relativ ähnlich ist. Das heißt also, auch in Luxemburg wurden die Frauen nach rasseideologischen Kriterien klassifiziert und auch eben im Interesse der sogenannten Volksgemeinschaft. Aus Wohlfahrtspflege, also auch in Luxemburg hatte sich also so nach und nach über viele Jahre hinweg eine Art Wohlfahrtswesen entwickelt, also aus den Armenhäusern und so weiter, aber es hatte sich dann
Dieses Wohlfahrtswesen war aber sehr, sehr lange eher von Schwestern und von der katholischen Kirche geprägt und der Staat hat quasi eher so Verträge mit den Schwesternhäusern geschlossen, also mit den Schwestern der heiligen Elisabeth und so. Es war eher katholisch geprägt und aus der Wohlfahrtspflege wurde jetzt sozusagen die Volkspflege, auch in Luxemburg. Und da es traditionell eher Frauen waren, die auch in der Volkspflege und so weiter dann zu tun hatten, sage ich da kurz was dazu. Und zwar die Volkspflege basierte auf 4 Verbänden, NS Volkswohlfahrt, also NSV abgekürzt, Innere Mission, Deutsches Rotes Kreuz und die Caritas. So, Caritas und Innere Mission, das waren dann später Organisationen, das hat man dann eben auch rausgefunden nach dem Krieg, dass die auch an Euthanasie und Menschenversuchen und so weiter beteiligt waren, da will ich jetzt nichts dazu sagen, aber die prominenteste Aktion der NSV war das Winterhilfswerk. Das war auch in Luxemburg, wurde dann ab 1940 für das Winterhilfswerk gesammelt. Und damit wurden quasi alle Strukturen, die vorher in Luxemburg vorhanden waren, also sozialen Strukturen quasi zerschlagen. Und es wurden Ortsgruppen der NS-Frauenschaften eingeführt, die dann für das Winterhilfswerk sammeln mussten. So, und das ist eben ganz wichtig, weil für das Winterhilfswerk, das war sozusagen Pflicht dafür zu sammeln und es war eben auch Pflicht dafür was abzugeben. Da erzähle ich später nochmal was dazu, weil eben aufgrund dessen auch nochmal viele verhaftet worden sind, die sich geweigert haben, für die Winterhilfe dann auch Geld zu geben. Ja, nochmal zu dem Widerstand. Also ich wollte eigentlich hier nicht nur diesen aktiven politischen Widerstand darstellen, sondern deshalb habe ich dieses Winterhilfswerk erzählt, dass ich wollte eben auch viel zu dem sozialen Widerstand, den man heute eben sozialen Widerstand nennt, beziehungsweise Widerstand gegen gesellschaftliche Verhältnisse. Und das sind eben Frauen, die haben in ihren sozialen Familienzusammenhängen sich verweigert und eben, das ist jetzt auch die Frage, also ich würde denken, dass man das auch als politischen Widerstand im weitesten Sinne bezeichnen kann. Ne? Und nicht nur eben Yvonne Useldinger, die Sie eben, wie gesagt, alle kennen, die hat Widerstandsleistung gemacht als Frau, die man ganz eindeutig auch als Widerstandsleistung im Nachhinein klassifiziert hat, nämlich sie hat gefälschte Pässe besorgt, Geld gesammelt, sie hat Immigranten versteckt und sie hat eben auch schon vor 1933 mit ihrer Familie Immigranten verpflegt, die über die Grenze gekommen waren, also über die deutsche Grenze. Und sie hat im Prinzip ganz klar systemunterwandernde Aktionen gemacht. Aber auch bei ihr muss man sagen, dass sie ab 1945, also nach der Befreiung, auch überwiegend nicht als Widerständlerin wahrgenommen wurde, sondern das habe ich oft erlebt, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, dass sie wahrgenommen wurde als Frau des Bürgermeisters von Esch. Also es ist immer so, dass es hat sehr lange gedauert, ich glaube erst in den letzten paar Jahren, nachdem dieses Buch rausgekommen ist, da sagten dann viele, ach, die hat auch, ich kannte die, aber die war auch im KZ, die hat Widerstand geleistet. Da haben sich viele Leute darüber gewundert. Sie ist im Prinzip auch immer noch für die meisten Leute nicht eine Widerstandskämpferin so in dem Sinne, sondern sie ist eben die Frau des Bürgermeisters von Esch, der eben sehr berühmt ist. Und das ist eben das Schicksal von sehr vielen Frauen in Luxemburg. Ne? Und weil ein großes Problem ist, die Frauen, die wirklich politisch aktiv im Widerstand waren, viele sind dann eben verhaftet worden und sind wie die Marie Demuth, an die ich immer gerne erinnern möchte. Also Marie Demuth, die war in Esch auch hier bei der Roten Hilfe aktiv und die ist kurz nach der Befreiung auch gestorben. Und dadurch gab es einfach, die hatte keine Verwandtschaft weiter, dadurch gab es auch niemand, der wirklich an sie hätte erinnern können. Und das ist dann einfach so, die Leute, die dann gestorben sind, da war dann einfach keine Möglichkeit mehr, an die zu erinnern. Das ist dann sehr selten passiert. Ja, also vergessene Frauen in Luxemburg gibt es sehr viele, deshalb ist es schade, dass ich quasi diese Forschung nicht so intensiv weitermachen kann, wie ich sie gerne machen möchte. Ja, also es gab, wie gesagt, die aktiven Widerständlerinnen, dazu gehört die Madeleine Weiß-Bauler. Also die hat Widerstandsaktionen gemacht, die hat französisches Geld besorgt, aufgrund ihrer Verwandtschaft, die hier in Esch wohnte.
Die hatten ein Bauunternehmen, Bauler hieß das hier in Esch, und die konnten quasi durch ihren Handel mit der französischen Seite an französisches Geld rankommen. Und ihr Auftrag war im Prinzip von einer kleinen Gruppe, dass sie französisches Geld besorgte und das eben für die Immigranten bereitstellen konnte und eben zum Teil auch umtauschte. Und Madeleine Weiss-Bauler ist auch, das ist eine der wenigen, die überhaupt ein Buch über ihren Widerstand geschrieben hat. Das kennen Sie vielleicht aus einem anderen Leben. Und daher weiß man eben auch relativ viel. Und ich habe mal vor 3 Jahren über ihre Kunst eine Ausstellung gemacht. Madeleine Weiss-Bauler, die ist jetzt 90 Jahre alt geworden. Die lebt auch noch in Echternach. Und die kann aber leider jetzt nicht mehr zu Veranstaltungen kommen. Die ist etwas schlecht zu Fuß und hört auch schlecht. Aber sie war auch vor 3 Jahren sehr angetan, dass man ihrer gedachte und eine Ausstellung zu ihren Kunstwerken machte. Sie hat in den 80er Jahren im relativ hohen Alter noch angefangen, Zeichnungen anzufertigen, richtig große Ölzeichnungen auch, und die konnte ich dann ausstellen. Also wie gesagt, ich möchte erstmal auch diesen sozialen Widerstand vorstellen. Dazu zählten beispielsweise Frauen, die wegen Arbeitsverweigerung verhaftet wurden oder die es ablehnten, für die Sammlung des Winterhilfswerks Geld zu spenden. Und da habe ich einen sehr interessanten Fall gefunden, also wo sich Frauen dem NS-Regime verweigert haben, während der Mann bei der SS war und auch eine Uniform hatte, sozusagen aktiv bei der SS war. Und das sind so ganz schräge Geschichten zum Teil. Also da ist ein Schicksal, das habe ich recherchiert in Koblenz im Landeshauptarchiv. Also da ist eine ziemlich ausführliche Akte auch zu manchen Frauen. Und da ist zum Beispiel ein Fall, da ist eine Mutter von 5 Kindern, die wurde verhaftet 1943 wegen fortgesetzter, also ich zitiere, fortgesetzter Störung des inneren Friedens durch gehässige Äußerungen gegenüber Amtsträgern der Partei und Bewegung und gegenüber der SA und gegenüber SA-Angehörigen. Da wurde sie zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt und wurde dann nach Flussbach geliefert. Und die Geschichte dazu ist folgendermaßen: Also die Geschäftsfrau Anna-Maria G. hatte mehrfach Zahlungen für das Winterhilfswerk verweigert und wurde daraufhin denunziert. Das heißt, sie hatte diese Zahlung verweigert, stand schon quasi auf der Liste. Also wer nicht gezahlt hat, der wurde quasi denunziert von so einem Ortsgruppenleiter. Und ihr Mann also die müssen anscheinend irgendwie parallele Universen gewesen sein. Ihr Mann ist ungefähr zur selben Zeit nach Luxemburg gefahren, um sich eine SA-Uniform abzuholen. Und anschließend ging er mit seinen ganzen SA-Kumpels und der Uniform nach Hause. Und da war dann seine Frau, die saß am Küchentisch mit ihren Freundinnen, und der Mann kam rein mit der Uniform und sie sah ihren Mann mit der Uniform und beschimpfte ihn. Hau bloß ab, du, irgendwas. Das war auch dann so durchgestrichen, ein Schimpfwort. Und das haben dann quasi die anderen Leute von der SA gehört, dass sie quasi ihren Mann so beschimpft und du Schwein, hau ab. Und so ging das dann die ganze Zeit mit einer scheiß Uniform. Und daraufhin haben dann seine ganzen SA-Kumpels auf quasi die ganzen Adressen der Freundin aufgenommen. Und daraufhin ist sie dann quasi verurteilt worden. Ja. Und das war dann noch eine ganz tragische Geschichte. Also sie hat dann einen Bombenangriff in Flussbach eben auch nur ganz knapp überlebt, kam ins Krankenhaus. Da gab es noch, im Dossier wurde noch beschrieben, wie ihr Mann sie dann im Krankenhaus besucht hat und so weiter. Und ist dann aber entlassen worden im Januar 1945, schwer krank. Also hier ist ein Beispiel, wie ein Exempel statuiert wurde, weil eben die Sammlung für das Winterhilfswerk, die ging von Jahr zu Jahr zurück. Die sind quasi erst relativ hoch gewesen in Luxemburg-Stadt, aber dann sind die doch sehr zurückgegangen. Und der Ortsgruppenleiter, der jeweilige, der hat dann quasi politische Beurteilung der einzelnen Leute angefertigt, die nicht gespendet haben, und hat dann immer quasi drunter geschrieben, so und so spendet nicht oder spendet nicht seinem Einkommen gemäß. Ja, also es gab eben viele Frauen, will ich damit sagen, die aktiv waren, die nicht parteipolitisch organisiert waren. Das heißt, man muss eben so einen Begriff von Widerstand haben,
von Leuten, die eben nicht nur parteipolitisch organisiert sind, will ich damit sagen, sondern die quasi intuitiv aus ihren familiären Situationen heraus sagen, so, also quasi, sie stützen das System nicht, sie machen nicht mit, sie sammeln oder sie geben nichts für die Winterhilfe und so weiter. Und es gibt auch sehr viele Frauen, die ihre Verwandten versteckt haben, die zum Wehrdienst eingezogen werden sollten oder auf Heimaturlaub waren. Auch die Frauen waren in dem Sinne jetzt nicht, die waren auch nicht in Widerstandsbewegungen organisiert. Das waren einfach spontane, zum Teil spontane einzelne Handlungen von wirklich sehr mutigen Frauen. Und genau diese Widerstandshandlungen hatten es dann nach 1945 eben sehr schwer, als solche anerkannt zu werden, weil von Frauen eben sowieso diese frauenspezifische Rolle als Versorgerin, die wurde als ganz normal empfunden. Und Frauen wurden eben meistens eher so als Helferin und Unterstützerin und Versorgerin wahrgenommen und nicht als aktiv Widerstand leistende. Das ist dann eben, deshalb ist es auch so schwierig im Nachhinein, 1945, nach der Befreiung, haben sich die meisten Frauen auch nicht gemeldet, die haben nicht gesagt, wir haben Widerstand geleistet, weil die das eben als ganz normal empfunden haben, da zu helfen, jemanden zu versorgen, der versteckt ist und so weiter. Das wurde von diesen Frauen gar nicht als Widerstand empfunden. Ja. Und schwierig ist natürlich auch, weil die meisten Frauen, wenn sie denn aktiv waren, also wenn sie aktiv politisch Widerstand geleistet haben, wie jetzt meinetwegen Yvonne Useldinger, dann standen auch sie in der zweiten Reihe. Das heißt, also Arthur Useldinger war ja quasi in der ersten Reihe, der war ja dann bestimmt als, der hat ja quasi die Untergrundorganisationen der KP geleitet, aber seine Frau stand die ganze Zeit quasi in der zweiten Reihe, obwohl man nicht sagen kann, dass sie weniger dafür getan hätte. Sie hat mindestens genauso schwierige, ich würde fast sagen, fast noch aus ihrer Situation heraus noch fast waghalsigere Sachen unternommen als ihr Mann. Denn man muss bedenken, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie verhaftet wurde 1942, war sie hochschwanger. Das darf man nicht vergessen. Und viele Frauen, die hatten ja Kinder, die haben ja quasi riskiert, verhaftet zu werden, und wo kommen dann die Kinder hin? Ich hatte zum Beispiel einen Fall, da habe ich Kinder von Ravensbrück-Überlebenden, von Ravensbrück-Opfern interviewt. Das waren 3 Kinder, also die haben gesagt, unser Vater wurde erschossen und die Mutter kam ins KZ. Und die kamen dann ins Heim. Es war im Prinzip für eine Frau extrem schwierig, sich dann nochmal für Widerstand zu entscheiden. Deshalb finde ich, muss man das auch nochmal besonders würdigen. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass die Widerstandsorganisationen selber, die wurden immer von Männern geleitet. Und deshalb ist es so, dass nach 1945 die auch dann, wenn es darum ging, über Widerstand zu reden, darüber zu schreiben, dann standen die auch erst wieder in der ersten Reihe. Ne? Und also ich habe Befragungen angestellt, so zur Resonanz innerhalb der luxemburgischen Gesellschaft quasi zum Widerstand. Da habe ich dann sozusagen ein paar Männer gefragt, unter anderem Emi Knepper, wie er das wahrgenommen hat, ob er sehr viele Frauen getroffen hat, die Widerstand geleistet haben und was er davon hält. Und der sagte mir dann, ja, die Frauen haben für die Resistenzler gekocht. Widerstand haben sie geleistet, ja, aber sie haben gekocht. Es ging dann immer irgendwie gekocht. Okay, ich brauche jetzt hier nicht weiterfragen. Also sie haben halt gekocht. Das galt irgendwie nicht als Widerstand. Aber von Alois Raths, der ist umstritten, ich weiß, aber ich habe auch ihn gefragt, was er davon hielt, so von den Frauen, die im Widerstand waren, ob er da mit vielen Kontakt hatte. Und dann sagte er sagte einen Satz, den ich ganz interessant fand. Meine Frau hat eigentlich viel mehr gelitten als ich, denn sie wusste ja nie, ob es mir gut geht und nie, wo ich war. Also der hat wenigstens dann so weit schon anerkannt, dass er sagte, okay, also wenn jemand von den Männern Widerstand geleistet hat, dann haben die Frauen in gewisser Weise auch darunter gelitten. Ja, aber eine wichtige Frage ist, wo hat man die Informationen her? Also wie Sie sehen, ist, wie man jetzt aus meinen Erzählungen schon schließen kann, ist ja die Aktenlage bzw. die Situation, wenn das nicht als Widerstand wahrgenommen wurde, ist es ja auch schwierig, nach 1945 überhaupt an Informationen ranzukommen, wer Widerstand geleistet hat und wer nicht. Und es gibt eben nur diese wenigen Zeitzeugenberichte von Madeleine Weiß-Bauler,
wie ich schon sagte, diese Biografie, die ist neu aufgelegt worden. Dann gibt es jetzt dieses Buch über Yvonne Useldinger und dann gibt es also vereinzelt mal 1, 2 Texte, aber und es gibt eigentlich keine Veröffentlichung zu den Luxemburgern, die Widerstand geleistet haben. Aber ich beziehe mich auf einige Interviews, die gemacht wurden ab 1996. Wir haben ungefähr 1, 2, 3, 5. Wir haben 6 Luxemburgerinnen interviewen können, die Widerstand geleistet haben und die im KZ Ravensbrück inhaftiert waren. Und ich kann mich quasi darauf beziehen. Dann habe ich ein sehr interessantes Tagebuch von einer Frau, Marie Brix heißt die. Die hat sehr viel aufgeschrieben, als sie dann in Schweden war, also nach ihrer Zeit im KZ Ravensbrück, hat sie dort Tagebuch geführt und das sind so einige Dokumente. Aber es ist eben so, dass man quasi immer Kontakt aufnehmen muss mit einzelnen Familien und dann fragen muss, gibt es noch Dokumente und. Und das ist interessant, durch meine Datenbank weiß ich immer ungefähr die Namen der Luxemburgerinnen, die Widerstand geleistet haben. Und ich hatte jetzt ein Seminar an der Uni Luxemburg und da kam mir ein Name von einem Studenten total bekannt vor. Da dachte ich, das hatte ich irgendwie bei mir in der Datenbank gelesen. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, hattest du eventuell eine Verwandte, die im KZ Ravensbrück war? Da sagte der zu mir, naja, ich hatte mal irgendwie eine Urgroßmutter, die im KZ war, aber wir wissen nicht wo. Aber ich kann mal meine Eltern fragen und die wussten dann relativ gut, es gibt noch Briefe, es gibt verschiedene Dokumente und so, also per Zufall ergeben sich für mich dann immer noch ganz gute Informationen, die ich in meine Datenbank dann einarbeiten kann. Aber die Forschungssituation ist schwierig, weil es ist im Prinzip eine Familienforschung, wo man quasi von A nach B reisen müsste. Ne? Also es gibt ein paar Dokumente im Rappel, dieser Zeitschrift vom LPPD und ganz schwierig ist eben von Frauen, die nicht verhaftet wurden, die ins Exil gegangen sind. Von denen hat man quasi überhaupt gar keine Unterlagen oder gar keine Erzählungen, keine Berichte, was die dort erlebt haben. Und von daher kann man eben meistens, also es gibt so familieninterne Geschichten, aber die hat eben auch keiner aufgeschrieben. Also in den 60er, 70er, 80er Jahren wurde eben in Luxemburg das eben nicht gemacht, die wurden nicht interviewt, es wurde nichts dazu aufgeschrieben und von daher ist es jetzt schwierig, quasi den alten Geschichten, wo jetzt viele Leute schon gestorben sind, sozusagen hinterherzulaufen und auch versuchen, was zusammenzuhalten. Ne? Und wie gesagt, von denen, die ins Exil sind, da hat man jetzt quasi gar nichts mehr, da weiß man gar nicht viel. Ne? Aber von Frauen, die ins KZ kamen oder ins Arbeitslager deportiert wurden, haben wir quasi lückenhafte Dokumente und darauf berufe ich mich eben auch in meiner Forschung. Und da kann man dann doch noch einiges nachvollziehen. Zum Beispiel gibt es Eingangslisten aus dem KZ, Krankenscheine, Transportpapiere, die bescheinigen, dass manche Frauen von einem Ort zum anderen deportiert wurden und so weiter. Diese Listen sind aber auch mit Vorsicht zu genießen, weil die eben von der jeweiligen Lagerleitung angefertigt wurden. Das heißt, dass die NS-Forschung überwiegend auf Dokumente zurückgreifen muss, die jetzt selber eben von der Täterseite angefertigt wurden. Das ist eine ganz schwierige Sache, sowas dann quasi auszuwerten. Also man muss da sehr, sehr kritisch hingucken, weil es gibt eben Klassifizierung und Zuschreibung, wo man genau hingucken muss, die man nicht übernehmen kann. Da erzähle ich mal, was in Luxemburg passiert ist. Da sind zum Beispiel Frauen, die quasi im KZ Ravensbrück waren und die als asozial dort kategorisiert wurden. Da sind diese Zuschreibungen asozial, die sind quasi nach 1945 hier auch in Luxemburg von manchen noch benutzt worden. Das heißt, die wussten, die hatten quasi von der LPPD hatten die quasi Dokumente aus Flussbach und hier und da Kopien und so und da waren so Häftlingslisten, da stand drauf, dass manche Frauen, die jetzt meinetwegen irgendwie aus großen Familien oder was weiß ich, irgendwie ungünstige Lebenszusammenhänge und so weiter, die wurden als asozial klassifiziert, die hatten quasi den schwarzen Winkel in Ravensbrück und die haben keine Entschädigungszahlung gekriegt in Luxemburg, die tauchen in keine Liste auf, die sind quasi totgeschwiegen worden, die gibt es gar nicht als Widerständlerin. Die waren gar nicht im KZ. Die Listen, die
angefertigt wurden nach 1945 von Frauen, die im KZ dann waren, die sind unvollständig. Die Frauen, die fehlen alle. Und ich habe jetzt zum Beispiel, also ich habe per Zufall durch die Ausstellung, hat mir eine Frau etwas in das Gästebuch geschrieben, die hat reingeschrieben, ja, da war ich auch, ab 1940. Und dann quasi Name dazu. Und dann habe ich das recherchiert und da treffe ich tatsächlich auf eine Luxemburgerin, die ist 90 Jahre alt, die hat dieses Stigma asozial gekriegt, ist aber taucht nirgendwo auf, ist als Deutsche quasi da geführt worden in Ravensbrück, weil sie sich quasi als Deutsche hat klassifizieren lassen, sie ist in Deutschland festgenommen worden und ist aber in Luxemburg geboren und so weiter. Und die taucht aber in keine Liste auf. Also es ist wirklich, deshalb denke ich, es ist auch eine recht brisante Forschung. Und das ist eben eine Forschung, die ich quasi gerne weitermachen wollte, um zu zeigen, gut, also Widerstand gut und schön, aber wenn man so Listen anfertigt, darf man eine gewisse Gruppe, die einem vielleicht nicht so genehm war zu dem Zeitpunkt, die muss man halt jetzt auch, die gehören da auch rauf. Also auch in Deutschland gibt es mittlerweile sehr viel Forschung zu Frauen, die jetzt nicht den roten Winkel hatten, also nicht nur zu Frauen, die im kommunistischen Widerstand waren oder im bürgerlichen und so weiter. Ne? Ja, aber wie gesagt, also die Eckdaten, die man dann hat, bei den meisten, bei diesen meisten Listen sind dann eben auch nur Familienname, vielleicht manchmal noch Geburtsname, Geburtsort manchmal, dann hat man das Datum, wann die Leute eingeliefert worden sind, manchmal noch, woher sie kamen. Und den Haftgrund, der steht auch noch dabei. Und von daher weiß man oft nicht, so die restlichen Daten, die sind dann eben unbekannt. Da weiß man nicht, ja, und das ist eben so meine Aufgabe, dass ich das eben vervollständige. Ne? Ja. Und auch hier ist eine schwierige Sache, zum Beispiel die Akten, die man dann meinetwegen in Ravensbrück hat, in der Gedenkstätte, da ist die schwierige Sache, was ist ein Luxemburger oder was ist eine Luxemburgerin? Das ist, also für die Akten muss man das vorher klären, weil auch zu der Zeit war das ja schon so, dass also wer gehört jetzt dazu? Konnte das jetzt sein, dass 2 Luxemburger in Deutschland wohnen, wenn die ein Kind kriegen, das in Deutschland geboren wird, ist es dann Luxemburger, ist es eine Deutsche? Und das ist so, dass auch, da waren ja auch schon, zu der Zeit waren ja viele italienische Einwanderer. Es waren auch so, dass meinetwegen, oder auch Yvonne Usselinger, die hatte eine deutsche Mutter und einen luxemburgischen Vater. Das war sozusagen auch so, es gab sehr viele, wo jetzt meinetwegen, oder auch bei einer Freundin, da war der Vater Belgier und die Mutter war Luxemburgerin und so. Und die hatten dann, wenn die dann tatsächlich ins KZ kamen, hatten die quasi die Möglichkeit, sozusagen dann auch zu sagen, wir sind jetzt nicht Luxemburger, wir sind Belgier oder so. Das war eine ganz schwierige Zuschreibungssache. Und das ist deshalb schwierig, weil man ganz oft die Luxemburgerin dann quasi auf der belgischen Kartei findet, in der belgischen Häftlingskartei oder eben auf der französischen. Weil die Luxemburgerinnen so gut Französisch sprachen, konnten sie sich quasi auch zu den französischen Häftlingen zuschreiben lassen. Also quasi, wenn jemand im KZ ankam, hat er ja gesagt, welche Nationalität er hat. Ne? Ja. Und da war das zum Beispiel so, Tanja Tummi, da waren beide Eltern aus Polen, die gilt im Prinzip auch als Luxemburgerin. Die ist ja dann im Luxemburger Widerstand gewesen und so weiter. Ne? Und das ist für die Forschung ist natürlich total schwierig, weil man quasi alles durchgucken muss. Und auch die Frau, die ich interviewt habe vor ein paar Wochen, die dieses Stigma asozial gekriegt hat, die ist eben, wie gesagt, auch als Deutsche geführt worden, obwohl sie eigentlich in Luxemburg auch geboren war, einen luxemburgischen Vater hatte und so weiter. Ne? Ja. Die Frauen, die verhaftet wurden, die hatten je nach Wohnort erstmal so verschiedene Stellen. Die kamen erstmal meistens nach Luxemburg-Stadt oder nach Diekirch oder, also wie gesagt, in die Villa Pauli oder in die Villa Seligmann, nach Esch oder Villa Konter und so weiter. Und von dort aus kamen dann die meisten Frauen also ins Grundgefängnis Luxemburg oder dann ins Landgerichtsgefängnis Trier. Und sehr viele Frauen kamen in das Frauenstraflager Flussbach. Das ist ein gänzlich unbekannter Ort leider, aber da waren also um die 140 Luxemburgerinnen auch inhaftiert.
Und das ist immer noch mein Anliegen, dass man da eventuell mal eine Gedenktafel aufstellt für die Luxemburgerin. Da ist auch noch sehr viel Forschungsbedarf. Und also ich habe auch die Akten recherchiert der Frauen, die dort waren. Und von dort aus kamen viele, also Flussbach, das Gefängnis Flussbach, das gehörte zu Wittlich, zu dem Gefängnis. Und viele kamen von dort aus in das Frauenzuchthaus nach Ziegenhain. Und eben wurden weiterverteilt, also von Flussbach wurden sie oft weiterverteilt zu Weinbauern oder mussten Zwangsarbeit leisten in dieser Romika-Schuhfabrik oder dienten irgendwelchen umliegenden deutschen Wirtschaftsunternehmen als billige Arbeitskräfte. Also aus dieser Gegend verfüge ich auch über einige Originaldokumente, über einige Briefe, die auch sehr interessant sind, die ich ganz gerne ausgewertet hätte. Ja. Aber ich wollte noch mal was zum KZ Ravensbrück sagen, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass jetzt alle genau wissen, wo das ist und so weiter. Also das KZ Ravensbrück, wo die meisten Frauen dann hinkamen, also manche sind auch in Flussbach geblieben, aber viele sind nach Ziegenhain gekommen, also im Prinzip waren die Luxemburger Frauen quasi über das Deutsche Reich verteilt, aber ein Großteil kam eben von Ziegenhain und so weiter nach Ravensbrück. Also es gibt viele Karrieren von Widerständlerinnen, die jetzt quasi 7 Lager und 7 Gefängnisse insgesamt durchmachen mussten. Zum Beispiel eine Frau, Jermaine Paulus-Schack, die ist also hier in Luxemburg, quasi Villa Pauli und so weiter, dann ist sie nach Trier gekommen, ins Gefängnis, dann ist die nach Flussbach gekommen, war da ein paar Wochen, dann ist sie nach Ziegenhain gekommen, dann ist sie nochmal ins Gefängnis nach Wittlich gekommen, dann ist sie nach Ravensbrück gekommen, dann nach Hamburg und so weiter. Also es ist sozusagen, aber die meisten sind eben über Flussbach und dann nach Ravensbrück gekommen. Also Ravensbrück wurde 1939 von männlichen Häftlingen erbaut aus dem KZ Sachsenhausen. Das wurde 1938 erbaut. Und da waren auch sehr viele Luxemburger Männer, ich glaube so um die 130 Luxemburger. Und in Ravensbrück waren 120.000 Frauen insgesamt aus sämtlichen Ländern Europas. Und die größte Häftlingsgruppe waren die Polen. Danach kamen die Frauen aus der Sowjetunion. Und parallel zum Kriegsverlauf quasi kamen immer aus den jeweils besetzten Ländern Europas kamen dann quasi immer die Frauen auch nach Ravensbrück. Und nach meinen Schätzungen, nach meinen Untersuchungen, ich kann jetzt nur von den Frauen ausgehen, die ich jetzt quasi schon recherchieren konnte, aber sind es mehr als 180 Frauen aus Luxemburg, die im KZ Ravensbrück waren. Und das ist deutlich mehr als die offizielle Liste also es gibt ja eine offizielle Liste der Widerstandskämpferinnen. Und das waren in Ravensbrück deutlich mehr, weil man eben die einem nicht genehm waren, ausgeklammert hat. Aber Ravensbrück ist auch für Luxemburger Männer ein Erinnerungsort eigentlich, was nie so wahrgenommen wurde. Da war nämlich, das KZ Ravensbrück hatte auch ein Männerlager, ein relativ kleines, da waren so im Laufe der Zeit ungefähr 1000 Männer, aber die Männer waren quasi dafür da, um die männertypischen Arbeiten, Klempnerarbeiten und so weiter in dem großen nebenan liegenden Frauenlager abzusichern. Und es waren mindestens 10 Männer aus Luxemburg dort und manche sind dort auch gestorben. Und das ist aber auch nie wirklich recherchiert worden. Und das ist eben so, dass da waren verschiedene, meistens waren sie aus politischen Gründen, da waren Zeugen Jehovas, waren 2 dabei. Und auch das müsste man im Prinzip auch nochmal sehr deutlich machen. Ja. Die Luxemburger Frauen, die kamen in ganz verschiedenen Schüben. Also je nachdem, wo die Frauen verhaftet wurden, wenn sie zum Beispiel in Brüssel oder so oder in Paris verhaftet wurden, kamen sie quasi oft mit Einzeltransporten nach Ravensbrück. Und wie gesagt, also nach meinen neuesten Erkenntnissen kam eben die erste Luxemburgerin, die ich jetzt interviewen konnte, bereits 1940 nach Ravensbrück. Und von den Luxemburger Frauen die meisten Frauen wurden eben als politische Häftlinge klassifiziert oder als sogenannte Schutzhäftlinge und bekamen den roten Winkel, aber es waren auch einige Zeugen Jehovas dabei. Und nach meiner Forschung waren mindestens 13 Frauen als asozial kategorisiert. Und diese Kategorisierung war eben, also ich kenne zum Beispiel einen
Fall, da ist eine junge Frau von zu Hause weggelaufen, wurde quasi zum Arbeitsdienst verpflichtet, hat sich verweigert, ist ein paar Mal weggelaufen aus dem Arbeitsdienst und die ist dann quasi eingeliefert worden nach Ravensbrück und hat den Stempel asozial gekriegt. Das heißt, ich will damit sagen, also auch das ist eine politische Bewertung. Es ist ja, wenn jemand sich weigert, für die NS-Leute zu arbeiten, quasi ein politischer Widerstand, da auch wegzulaufen. Ne? Ja. Also die nächsten Luxemburgerinnen kommen nach meiner Forschung im Mai 1942 nach Ravensbrück und die Frau, die da eben kam, die ist entlassen worden. Es ist eine Frau entlassen worden, soweit ich das weiß, 1943, aber das ist ein sehr seltener Fall gewesen. Anfang Juli 1942 kommen 2 junge Luxemburgerinnen nach Ravensbrück. Eine junge Köchin, Alice B., geboren am 18.03.1923 in Lüdelingen, kam mit dem Haftgrund asozial dorthin und sie verstirbt in Behendorf in einem Außenlager des KZ Neuengamme unter ungeklärten Umständen. Und Anna K., die auch mit ihr in dem Transport war, die ist sozusagen, kam ebenfalls, die ist befreit worden, aber auch selbst bei diesen jungen Frauen konnte ich nicht ausfindig machen, denn ich dachte, manche hätten ja vor ein paar Jahren quasi auch noch gut leben können. Aber es war nicht möglich, diese Frauen ausfindig zu machen. Ne? Ja. Die älteren Frauen, die nach Ravensbrück kamen, die hatten, also die älteste Frau ist 1879 geboren, die hatten quasi deutlich geringere Überlebenschancen. Zum Beispiel die 1888 geborene Marie N., sie kommt am 22.11.1944 über Paris und Cottbus nach Ravensbrück und stirbt in Ravensbrück am 6.3.1945. Und sie gehörte zu denen, was für Luxemburger relativ selten ist. Die Luxemburger, die haben nicht diesen Stempel NN-Häftlinge, also die waren jetzt selten Nacht- und Nebelhäftlinge. Das ist so eine Klassifizierung, die wurde vorgenommen, um quasi nochmal richtig Schrecken zu verbreiten. Es gab unter den französischen Häftlingen in Ravensbrück gab es sehr viele NN-Häftlinge. Das war so eine bestimmte Kategorie, die durfte nicht mit anderen Häftlingen zusammen sein, die wurden isoliert, die durften keine Briefe schreiben. Und wie der Name das auch schon sagt, da sollten quasi die Verwandten in den zurückgebliebenen Ländern, die sollten denken, dass die tot sind. Also die waren jetzt quasi wie von der Außenwelt abgeschirmt. Die sollten eben auch nicht, die standen quasi auf der Todesliste und sollten eben auch nicht nach Hause kommen. Und die Marie N., die stand eben auf so einer NN-Liste. Und in der Forschung ist es relativ neu, weil für die Luxemburger immer gesagt wird, für die Luxemburgerinnen, die standen nicht auf solchen Listen. Ne? Weil Luxemburg wurde ja quasi annektiert und wurde jetzt wie Deutschland quasi behandelt, mehr oder weniger. Und die Luxemburger, also wie man jetzt an diesen Winterhilfswerksammlungen sieht, die waren ja eh nicht besonders begeistert oder viele waren nicht begeistert. Und man wollte quasi nicht noch zusätzlich Unruhe stiften, indem die dort, also es ging quasi darum, das Luxemburger Volk zu gewinnen und das konnte man eben nicht, indem man den Leuten diesen Verhafteten, diesen NN-Stempel aufdrückte und dann quasi die dann wie vom Erdboden verschwunden darstellte und deshalb kriegten die eben diesen Stempel nicht. Ja, aber es gab auch Luxemburgerinnen wie eine Marie H., 1893 geboren, die kommt auf die berühmt-berüchtigte Mitwerder-Liste in Ravensbrück. Das ist eine Liste mit 480 kranken und geschwächten älteren Frauen, die am 6.4.1945, also wenige Tage vor der Befreiung von Ravensbrück, vergast wurden. Die Lagerleitung, die tarnte ihre Verbrechen mit der euphemistischen Bezeichnung Häftlingsüberstellung nach Mitwerder. Also das ist eine Gruppe von Häftlingen, die wurde eben ganz kurz vor der Befreiung noch vergast und da stand eben auch eine Luxemburgerin drauf. Und ich glaube auch nicht, dass im Nachhinein nach 1945, dass die Verwandten eben genau wussten, was jetzt mit ihren Angehörigen passiert ist. Und deshalb dachte ich, diese Forschung ist ja auch wichtig, solche Art von Forschung, dass die eben wissen, was war da los. Also diese Liste ist von polnischen Häftlingen gesichert worden, aber keiner hat jemals recherchiert, dass das eben da eine Luxemburgerin war. Ne? Ja, aber die Mehrzahl der Luxemburgerinnen
kamen relativ spät ins KZ Ravensbrück. Also die 2 größten Transporte waren am 15.09.44 und am 21.10.44 aus Ziegenhain und aus Flussbach. Und da waren jetzt viele Frauen dabei, die jetzt Fahnenflüchtlinge versteckt haben, die jetzt, also jetzt nach meinen neuesten Befragungen erzählte mir jetzt ein Student, seine verwandte Urgroßmutter, die hätte eine Kuh gehabt und da hätte wohl einer eine amerikanische Flagge drauf gemalt und die stand dann auf dem Hof und das waren eben so, das waren zum Teil so fast so ein bisschen wie Streiche auch. Also das waren jetzt fast alles Frauen, die waren jetzt nicht im politischen Widerstand im engeren Sinne, wie jetzt meinetwegen Yvonne Useldinger oder Tanja Thomé, die waren jetzt nicht parteipolitisch organisiert, sondern da kam eine sehr große Gruppe von Frauen, die Fahnenflüchtlinge versteckt hatte. Oder das war ja genau die Zeit, wo die meisten dann quasi von der Wehrmacht weggelaufen sind. Also viele Luxemburger Männer sind quasi von der Wehrmacht nach Hause gelaufen, wollten eben zu Hause bleiben und wurden versteckt und so weiter. Und da sind sehr viele Frauen, die ihre Verwandten und Brüder vor allen Dingen versteckt haben, inhaftiert worden. Und von Ravensbrück aus ist eine sehr große Anzahl dieser Frauen gleich weiter deportiert worden, und zwar nach Schlieben, Meuselwitz und Altenburg, und die mussten dort unter anderem für diese Hasa-Kogo Schneider AG hieß die, das war eines der größten Rüstungsunternehmen in Deutschland, dort mussten die im Prinzip arbeiten, also viele sind sofort, also ich denke mal, dass es auch eine große Entscheidung war, Arbeitskräfte waren ja zu der Zeit Mangelware und da haben sich, denke ich mal, in Luxemburg die Beurteilung, um jetzt jemanden zu verhaften, quasi die Bedingungen quasi nochmal verschärft, weil die quasi als Arbeitskräfte ausgenutzt werden sollten. Ne? Viele Frauen kamen aber auch nach Bergen-Belsen unter anderem, da weiß ich von 12 Frauen, die nach Bergen-Belsen kamen, nach Neuengamme oder auch nach Auschwitz. Also es gab tatsächlich auch Luxemburgerinnen, die sind nach Auschwitz deportiert worden. Unter anderem die Marie Demuth, von der ich erzählt habe, die ist dann aber, als Auschwitz geräumt wurde, Januar 1945, ist die nach Ravensbrück zurückgekommen. Die war aber ganz schwer krank, die hat sich an TBC angesteckt und eben, wie gesagt, sehr viele Frauen wurden weiter deportiert nach Bergen-Belsen, eben wie die Madeleine Weiß-Bauler oder auch Tanja Thomé, die galt als sogenannte Halbjüdin und die wurde auch nach Auschwitz deportiert, die hatte aber auch großes Glück. Ich habe sie später befragen können. Die kamen quasi aus Auschwitz zurück, auch kurz nach der Befreiung dort, kurz vor der Befreiung. Und die habe ich auch befragen können, wie ihr das gelungen ist, aus Auschwitz quasi wieder zu entkommen, weil das war eigentlich unmöglich. Wer nach Auschwitz kam von den Ravensbrückerinnen, die hatten fast gar keine Chance. Ja. Und man muss aber wissen, in Ravensbrück selber, zum Beispiel die kommunistischen Häftlinge, die waren extrem gut vernetzt. Also da war das so, normalerweise war das so, dass die Häftlingsgruppen, die Nationalitäten untereinander isoliert waren. Die Polinnen waren für sich, die Rotarmisten waren eine Gruppe für sich, die waren jetzt nicht groß zusammen mit anderen. Das war einfach ein sehr großes Misstrauen. Also die einen hatten jetzt meinetwegen die waren jetzt stalinismuskritisch, die Rotarmisten, die waren natürlich Stalin-freundlich und so weiter. Und da trafen im KZ jetzt schon, also unter den Häftlingsgruppen, die verschiedensten politischen Meinungen aufeinander. Und deshalb war das eher, also es gab ja Frauen, die quasi vom Gulag, wie die, wie heißt die, Margarete Buber-Neumann, zum Beispiel, die vom Gulag nach Ravensbrück kamen. Also aufgrund dieses Hitler-Stalin-Paktes 1939. Und die quasi konnten ja dann den anderen schon erzählen, was da ablief, quasi. Die waren ja dann, also Stalinismus kritisch, wirklich, die hatten das ja sozusagen schon erlebt, mit was für Leuten die da im Gulag gesessen haben. Also von daher war das sehr schwierig, es gab jetzt keine so große Solidarität unter den einzelnen Häftlingsgruppen, weil auch in Ravensbrück, das muss man bedenken, da waren ja sehr, sehr viele auch kriminelle Häftlinge. Der große Teil in Ravensbrück, das waren nicht politische Häftlinge, sondern das waren kriminelle Häftlinge. Also Frauen, die jetzt irgendwie gemordet hatten oder die aus Prostitutionsgründen irgendwie so, also die ganz verschiedensten irgendwie, die jetzt abgetrieben hatten und so weiter, die waren aus solchen Gründen da. Und von daher kann man sich vorstellen, dass da eben auch nicht so viel Solidarität unter den Leuten war.
Aber trotzdem muss man sagen, also die Luxemburgerinnen, weil die eben diesen Vorteil hatten mit diesen sehr vielen Sprachen, also die konnten quasi mit den Französinnen kommunizieren, die konnten mit den Deutschen kommunizieren, die hatten oft, konnten sie noch Englisch, also es gab unter den Luxemburgern welche, die Englisch konnten. Und von daher war das eine international gut vernetzte Gruppe. Und ich weiß auch aus dem Tagebuch von Yvonne Usselinger, die war befreundet mit einer Tschechin, die war befreundet mit einer Russin, die hatte, ihre besten Freundinnen waren Deutsche. Das war für die jetzt gar kein Problem. Ne? Aber das sage ich deshalb, weil die eher die Möglichkeit hatten, sich dann auch zu retten. Also wenn eine Marie Demuth aus Auschwitz zurückkam, da kann man sich gut vorstellen, dass quasi Häftlingsüberstellungslisten auch gefälscht wurden von den kommunistischen Häftlingen, die dann eben oft auch in diesen Schreibstuben arbeiteten, weil die sehr gebildet waren. Die konnten oft sehr gut also Schreibmaschine schreiben und so weiter. Und von daher kann das auch sein, dass die quasi dafür gesorgt haben, dass einige zurückkommen. So, im April, am 25. April 1945 wurde eine große Gruppe der Luxemburgerinnen vom schwedischen und dänischen Roten Kreuz aus Ravensbrück befreit. Nach meiner Datenbank sind von den 180 Frauen, die dort inhaftiert waren, sind mindestens 56 Frauen gestorben. Also mehr als ein Viertel der inhaftierten Personen. Und nochmal mindestens 10 starben wenige Monate später oder sind kurz nach der Befreiung an den Folgen gestorben. Und das sind überwiegend junge Frauen, die hatten sich dort TBC zugezogen oder waren insgesamt, also es gab Frauen aus also Luxemburgerinnen, die befreit wurden, die sind dann also ein paar Monate später dann gestorben, weil sie eben zu geschwächt waren. Im Juli 1945 kommen dann die meisten Frauen, die befreit wurden aus dem KZ, die kommen dann zurück. Ein großer Teil von ihnen wurde nach dem Lageraufenthalt vom Internationalen Roten Kreuz in Schweden gepflegt und andere wie Madeleine Weiss-Bauler, die mussten sich alleine auf den beschwerlichen Weg machen oder auch wie die Frau, die ich interviewt habe. Also viele mussten sich quasi alleine durchschlagen. Und Yvonne Usselinger, die sagte immer, also die in Schweden war 2 Monate, die beschwerte sich darüber, dass sie nicht nach Hause geholt wurden. Also als ich sie damals interviewte, habe ich das immer nicht verstanden, wie sie das meint. Aber jetzt quasi durch meine weiteren Recherchen habe ich festgestellt, dass es tatsächlich üblich war, weil die Leute, die im KZ waren, das waren ja nicht die einfachsten Leute, das waren ja quasi eben Leute, die auch unbequem waren, die auch Nein gesagt hatten, die Widerstand geleistet haben. Da war die luxemburgische Regierung damals, die war froh, dass die erstmal nicht da waren. Das muss man auch so sehen. Das muss man ehrlicherweise auch so sagen. Die waren froh, dass sie die da erstmal ruhig gestellt hatten. Irgendwie, die wurden versorgt da vom Roten Kreuz und die waren erstmal sozusagen kalt gestellt. Denn als die zurückkamen, also ich habe dann manche Frauen später befragen können, wie war das denn, als sie nach Hause kamen? Konnten sie sich dann einbringen oder wie war das dann? Da sagten die, nee, die Posten waren alle besetzt. Ehe wir zurückkamen, war alles gelaufen. Die konnten sich politisch gar nicht engagieren in dem Sinne. Und natürlich wollte man das nicht. Man hat die quasi die ganze Zeit da ruhig gestellt. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass das auch mit den männlichen Häftlingen so gemacht wurde. Das wurde nicht nur mit diesen Frauen so gemacht. Und ich habe das tatsächlich erst gar nicht verstanden. Mir ist es erst viel später klar geworden, was da gelaufen ist. Auch das muss man nochmal ganz kritisch reflektieren, weil die Frauen, die dann rückkehren, die wurden quasi benutzt, die wurden sozusagen zur Schau gestellt. Widerstand wurde schon gefeiert, aber die Leute, die das tatsächlich selber gemacht hatten, die wurden isoliert. Also es wurde so eine Art, das ist jetzt meine These, so eine Art abstrakter Begriff von Widerstand etabliert und gefeiert. Aber die Leute selber eben, die wurden zum Teil wie dieser Wingert, der wurde ja nochmal verhaftet und der wurde quasi nochmal fast wie diffamiert. Also das ist auch nochmal eine ganz schwierige Sache, die man nochmal sehr, sehr kritisch angucken muss. Ja. Also wie gesagt, die Frauen fanden keinen Platz in der Gesellschaft, die sich da ganz gut ohne sie etabliert hatte. Und es gab eben auch, niemand wollte sie auch anhören, das war auch gar nicht gefragt,
Widerstand. Ja, aber jetzt bitte nicht persönliche Geschichten erzählen, wie und wo und wann, weil ein großer Teil, der in Luxemburg geblieben war und eben keinen Widerstand geleistet hatte, die waren einfach schneller da, weil als es dann ging, um Regierungsposten zu besetzen und, zack, war der weg wieder da, alle waren wieder da und haben quasi den alten konservativen Stiefel weiterfahren können. Ne? Ja, also das gesellschaftliche Nachkriegsklima machte es den Frauen nun gar nicht leicht, ist meine These, und auch erzählen durften sie eben auch nicht viel, und was mit den als asozial stigmatisierten Frauen passiert ist, hatte ich zu Anfang schon erzählt. Ja, und viele sagten zum Beispiel Madeleine Weiss-Bauler, die sagte, klar, haben wir erzählt, wir hatten erst so einen großen Druck, wir wollten das immer zu erzählen, aber niemand wollte uns hören. Sie hatte erzählt, manchmal habe ich das erzählt und dann sind die Leute mir so übers Maul gefahren, die wollten das nicht hören. Und irgendwann haben wir Widerständlerinnen dann gesagt, okay, jetzt erzählen wir auch nichts mehr, basta, jetzt wird nichts mehr erzählt. Also die wollten quasi erzählen, aber konnten eben nicht. Die Gesellschaft, ja, viele hatten vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass sie selber keinen Widerstand geleistet hatten oder dass sie eben vielleicht genau das Gegenteil gemacht hat. Und deshalb wollten die sich das nicht anhören, also um ihren eigenen Lebensweg eventuell nicht in Frage gestellt zu sehen. Ne? Ja, also die Luxemburgerinnen, die haben dann in der Union de Femmes und so weiter, in so frauenspezifischen Vereinigungen mitgearbeitet, aber eigentlich ist es so, dass die Frauen quasi dann am Herd verschwunden sind, in der Familie verschwunden, egal wo, aber es hat keine darüber berichtet. Und das ist eben, ja, und gerade versuche ich eben, einige Sachen noch zusammenzutragen und ja, da bin ich halt eben noch dabei. Ja, vielen Dank. Aber gerne beantworte ich auch Fragen, falls ich habe das zu Anfang gar nicht gesagt, Sie hätten mich auch gerne unterbrechen können, wenn irgendwas unklar ist, aber zu spät. Nee, wolltest du das sagen? Okay, ja, ich hätte danke es sagen schön. sollen. Ja, ich wusste jetzt nicht. Vielen Dank.